Auf jeden Fall gewonnen, Freunde, in der Kategorie. Der letzte Gewinner des heutigen Abends gewonnen hat. What the fuck passiert hier? Let's Hugo! Auf diese Kategorie freue ich mich mit am meisten. Okay. Was kommt jetzt? Und es gibt nämlich einen Grund. Denn diese Kategorie ist emotional, ist irgendwie witzig, ist irgendwie aber auch besonders und außergewöhnlich, würde ich mal sagen. Stimmt. Meine lieben Freunde da draußen, es ist tatsächlich beste musikalische Performance Oh. 2022. Ja, das Maluna, sag ich jetzt schon. Glaube ich. Und deswegen schauen wir uns nochmal die anderen Nominierten mit an. Beste musikalische Performance. Wieso kotzt du immer dazwischen? Ja, Lara weil ich Loft. auch streame? Kurze Soll Gesangseinlage. ich aber die Fresse ein? Dann könnt ihr einfach direkt Reef-Stream schauen. Ja, Maluna. das war das Krasseste. Can't help falling in love. Would it be a sin? But I can't Digga, warum ist da Musik im Hintergrund? falling in love with you. Weil ich höre da halt kein Autotune. Kann sein, dass Autotune ist, aber ich hör's nicht. Jan Hegenberg. Teddybär Freestyle. Ich muss nichts anderes tun, als nur hier sitzen. Nicht von dort nach da flitzen. Ach wär ich doch nur ein Teddybär. Ach wär Digga, ich check es. ich doch nur ein Teddybär. Ne, Bruder. Mit Mopeds und Toro. Generationen. heute zu Hause hocken. Digga, ich bin ehrlich, da hätte irgendwann, also, Internet und digital. da fehlt was. Mit WhatsApp, Insta und Twitter werden Kids und junge Leute viel zu bitter. Ich habe einen ganz großen Favoriten für mich selbst einfach entdeckt. Und zwar der Jan mit seinem Teddybär-Gesang. So krass. Hat mich so doll abgeholt. Es tut Ja. mir leid, darf ich auch direkt den Umschlag rausholen. Beste musikalische Performance Lieb! in Ach, 2022. Mann. Oh, auch sehr stark. Geht tatsächlich an Maluna mit Can't Help Falling in Love. Auch eine also Mars hat auch wirklich eine wunderschöne Stimme. Herzlichen Glückwunsch, Mars. Den Pokal kann ich ihr dann mitbringen, wenn ich sie die Tage sehe. Die ist nämlich auch in Berlin. Die Hage, nice. Boah, ja, krass, auch eine coole Kategorie. Man muss auch sagen, alle anderen auch ganz verdient drin gewesen. Ich fand auch beim Toro-Clip Jen im Hintergrund auch wirklich schön. Ich Ja, würde was sagen, wir heißt- gehen was heißt direkt weiter NS zur noch? nächsten Kategorie. Und zwar bester Trollmoment. Ich meinte Nuttensohn. Nuttensohn. Und ich finde, es ist auch eine wirklich sehr, sehr gute Kategorie geworden. Und ich würde sagen, wir schauen uns da direkt mal rein und gucken mal, was die nominierten Clips Ja, sind. wenn die fettig sind, sind die aber auch scheiße. Ich muss duschen gehen morgen. Reese. Synchro von Olime. Super wichtig, dass ihr den kauft, denn hier hinten habe ich euch noch was zu zeigen. Die neue Küche und ein paar Arcade-Automaten. Hier ist ein Bildschirm, hier sitzen Leute und zocken gerade FIFA. Vielleicht sollten die lieber unten bei Fortnite mithelfen. Und hier sind auch noch ein paar Bildschirme. Aber hier habe ich gerade eine Treppe gefunden. Und diese Treppe laufe ich jetzt mal nach unten. Und dann sind die Läden irgendwie zu gewesen. Und Halloween Intro. ja, nächstes Jahr. Für mich auch immer noch nicht so ganz geil. Ich fühle mich so ein bisschen schummrig. Ein bisschen kaputt. Ja, ey, oh Gott. Irgendwie fühle ich mich Hier gar hat jeder nicht seinen gut. eigenen Willen. Macht, was ihr glaube, wollt. Ich muss Außer in meinem Chat, da herrscht Demokratie. Knossi. Ich finde das geil. Speichern? Speichern in Alt F4. Also, ja, Digga. speichern? Wer schreibt Geh speichern? Warum bist du so? Warum bist du so? Du musst kurz in meinen Livestream gehen. Ich habe was vorbereitet. Ganz schnell. Papa-Platte. Das war auch geil. Alpaka-Präsentation. Hey Papa, wie findest du Alpakas? Hast du Also. PowerPoint über Alpakas gemacht? Ja, Ist heute die extra safe- vorbereitet. ist die Kurzer safe for Fakt. Sie sind mit Lamas verwandt, die wiederum den Gogankus abstammen. Dann sehen wir hier noch süße Bilder von den Alpakas.
Bro, ich mach lieber Fullscreen, ich hab Angst, dass Und jetzt, damit Chat nicht sauer wird, ignoriere die erste Frage, antworte nur auf die zweite. Wie findest du Alpakas? Alpakas sind übelst cool. I pack a couple nuts in your mouth. Dankeschön, Chat. Oh A Mann. little bit trolling. Ich finde, es ist vor allem deswegen eine gute Kategorie, weil wir so viel verschiedene Trolls da drin hatten. Einmal oder zweimal wurde der Streamer selber getrollt, dann einmal wurde die arme Olli getrollt, ganz liebe Grüße geht raus, und einmal hatte ich quasi den Chat getrollt. Also da hatten wir alles mögliche, ganz unterschiedliches mit dabei. Aber schauen wir mal, was an dem Ganzen der Gewinnerclip. Aber gucken wir mal, wer das Ganze gewonnen hat. Und zwar hat gewonnen ein Moment, wo der Chat getrollt hat. Und zwar wurde Knossi getrollt mit Alt F4 speichern. Sehr, sehr stark. Warum bist du so? Warum bist du so? Warum Ich hätte bist was du? anderes Es ist doch einfach schön, gewotet. Knossi zu trollen irgendwie. Ja, ist schon das sehr funktioniert doch einfach gut. Ja. Der geht da mit so einer sympathischen Naivität dran, dass er einfach das auch mal probiert mit dem Speicher, mit dem G. Jo. Gut, ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Kategorie. Wir waren Da, gerade Hugo bei einer wieder. überraschenden Kategorie, und zwar Troll. Und es geht jetzt Ja, genauso jetzt- überraschend weiter, und zwar mit dem besten Jumpscare. Also Jumpscare kannst du halt in jeglicher Art und Weise auslösen. Mit einem Game, irgendwas Dummes passiert um dich herum, plötzlich fährt die Feuerwehr an dir vorbei oder so. Irgendetwas kann passieren. Dex! Oder erinnerst du dich noch an, na? Die Legende aus den alten Call of Duty Zeiten. Chat, hilft mir mal bitte. Stimmt, Phoebe, Bisschen stimmt. großer, korpulenter, Ja, Phoebe 2 gewinnt Meter das, glaub ich, da. 2 Meter, so, weiß nicht. Commander Krieger. Commander Krieger, wo die Tür auf seinen Kopf Dings. Oh mein Gott, ja, auch so guter Auch Clip stark, gewesen. Das war auch wirklich die Tür. Ja, das war wirklich, wirklich guter Clip. Die Tür. Das ist true. Ja, es gibt super viele geile Jumpscares, aber es gibt natürlich nur 4. Wait, warte mal, meine Hund! gute- Warte mal! Und da Digga, warte mal, meine Hund! Lasst uns doch mal Bro, schauen, what the fuck? welche 4 das waren. Bester Jumpscare. Warum war da gerade mein Hund? Abu Goku. Leute haben mich gefragt, Unsympathisch TV. Samar. ob du mir, Ja, der ist auch geil. Hey, sitzt doch 8 Kategorien. Na. Doch nur im Schrank verstecken. Phoebe. 5-mal gestorben. Ich bin 5-mal gestorben. Oh Ja, ich mein bin Gott. ja, ich kann das Ding jetzt, ich kann keine Clips schauen. Weil das ist live. Ich bin 5-mal gestorben. Stark. Ich liebe den Clip. Guck mal, wir sagen den Leuten, wer der Jumpscare ist. Dann machen es nicht weiter spannend. des Jahres 2022. Gehen wir natürlich rein. Klein. Phoebe. Und es gibt nur eine Person, die schon mit 17 Jahren 5-mal gestorben ist. Es ist nämlich Phoebe Let's in der go! Kategorie Bester Jumpscare. Da können wir natürlich auch direkt Back to uns back. reinziehen. Der Moment zu krass für Twitch. Da haben wir nämlich keinen Einspieler. Cool. Das ist Deswegen kein gehen wir Problem. einfach direkt rüber. Krass für Twitch. Montana Black. Gamescom Publikum. Voll geil, Junge. Was geht dir jetzt durch den Kopf? So fühlt sich der NPC von 100 bis Hugo. Pete's Meat. 1 Million Euro bei Friendly Fire 8. Ich wollte noch mal ganz kurz. Shit. Können wir es einblenden? Oh Gott. Aber doch nicht. Warte. Skyline TV. Stream beim Gleitschirmfliegen. habe extra Datenvolumen gekauft. Ja, cool. Monat 1 über Prime. Der Kugel. Die sehen sich aber. Boah, Trimax Tor. Das legendäre Tor. Traumtor! Trimax! Irre! Bist du verrückt? Max Stemmler mit dem Tor des Jahres! Tor! Ja, bei der Kategorie geht es hauptsächlich darum, dass wir Clips finden, die entweder durch ihre Qualität, wie zum Beispiel bei Adam, dem Fußball-Event oder der Situation wie der 1 Million oder Monte auf der Gamescom einfach halt krasse Momente waren. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, welcher Clip da jetzt gewonnen hat. Ich würde sagen, dass einer der Clips, die da dabei waren, wirklich legendäre Clips sind. Adam ist auch schon im Chat, das ist wichtig. Du musst seinen Namen sagen und dann ist er da. Er ist gespawnt. Hallo Adam.
Die Frage ist jetzt, wer hat gewonnen? In der Kategorie zu krass für Twitch. Ich sag hat Monte. dieses Jahr gewonnen. Monte. Montana Black mit Scheiße. dem Gascom-Clip. Ja, sehr stark. Der ist ja international gegangen. Komplett da haben ja Leute viral wie gegangen, XQC auch drauf reacted, die Alle. gesagt haben, ey, komplett verrückter Clip. So. Kann man auf jeden Fall mal Props geben. Wir schauen uns mal an, was die Statistiken gesagt haben. Ob das eine knappe Nummer war oder ob das eine eindeutige Nee, ich habe jetzt einfach nur Nummer war bei dem gesagt. Gamescom-Clip. Okay. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, weil die anderen waren auch heftig. Ja, guck mal, Monte mit Abstand, Digga. Alter, okay. Es war, glaube ich, auch ein Clip, den aber jeder gesehen hat. Also Das hat wirklich jeder insane. gesehen. Wirklich, also jeder hat's mitbekommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt dann weiter zur nächsten Kategorie. Da haben wir Du keinen definierst Zusammenschnitt, dich nur es durch geht um deine das beste Spenden. Twitch-Format Das stimmt vom nicht. Jahr 2022. Da ist nämlich auch ganz viel gewesen, was dieses Jahr neu gekommen ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns da einmal die Nominierten an. Bestes Twitch-Format. Kevin, welcher Der Vogel Dümmste legt Eier in fliegt. fremde Nester? Ja, der Dümmste fliegt gewinnt safe. Der Dümmste fliegt. Welche Märchenfigur hat eine Wunderlampe? Alice. Bitte, wer auch immer der Gegner ist, hast du Uncut im Content. Dieser Kingphil und Stylers. Uncut vs. Dinkel. Uncut vs. Dinkel. Digga, stell dich vor, in der Kategorie wäre 100 vs. Das ist nur Uncut und Dinkel. Oh mein Gott! Flask. Brainlag. Noch nie was von den anderen Sachen gehört. Bis jetzt kann ich nur der Dümmste fliegt. Das habe ich doch super oft gehört, aber was Ich auch! Oh, ich bin so nah dran! Das hört man doch oft. Das ist doch was Gängiges, oder? Ah! Escape from Tarkov. Nein, ja, also So, und da habt ihr natürlich alle Nominierten gesehen. Es gibt unglaublich viele Formate Digga, auf Twitch. der Dümmste fliegt ich würd gewinnt mit sogar Abstand. Zehntausende, Hunderttausende Mit Formate. Abstand. Bitte nicht. Ich würde Bitte gerne nicht. genau Bitte nicht. dieses Format von dir, also Ja, diese danke. Streamer Awards, nächstes Jahr nochmal sehen. Und zwar mit Publikum, mit Gästen, Oh ja, das wär auf die einer Idee. Bühne. Digga, mit Schön Gästen hier und Publikum Cinema, wär zack, so zack, geil. Bühne, zack, Ende, Ballon d'Or, ausgelost. Digga. Ja. Weißt du so, Das wär toll. Das wäre genial. Das Das wär wäre toll. das wär unglaublich genial. Meine das wär Frage sehr an die schön. Streamer, kommt ihr nächstes Jahr, wenn wir das nochmal machen? Ja! Seid ihr vor Ort, wenn ihr Bitte nominiert lad mich seid? ein! Das ist die Frage, Freunde. Trommelwirbel. Nee, halt's Maul. Ich hätte mich rasieren sollen. Ich bin. Sorry, Chat, sorry. Der Mann kommt aus dem Sabathon, das ist dir verziehen. Okay. Alright. Trommelwirbel. Bestes Twitch-Format 2022. Meine lieben Damen und Herren da Der Dümmste draußen. fliegt. Wir haben eine Gewinnerin und zwar Reed. Ich hol den Pokal. Ja, Ich hol den Freunde, an der Stelle. Oh, jetzt sehe ich, wie der Pokal dass das aussieht, Format der Dümmste den ich da Fliegt bekomme. natürlich so gut gefällt. Das ist Elis Pokal. Der Dümmste fliegt auf die Nummer 1. Was ich an dem Punkt schon gesagt habe, ich wusste das Ergebnis noch nicht, aber ich habe den Jungs auch gesagt gehabt, egal, also falls ich gewinnen sollte, geht mein Pokal straight Ja, an die den Kiez. bekomme ich nicht. Das ist deren Elis Format. Ich habe Pokal. es zwar auf Twitch gebracht und ich finde es auch wirklich schön, wie das Format schafft, unendlich viele Communities immer zusammenzubringen, aber es ist ein Format von den Peets, die haben das zuerst gebracht, auf YouTube heißt mein Pokal. Oh. Geht an die Peets und ich danke euch. Oh, seit Macher! 2 oder 3 Jahren, keine Ahnung wie lange schon, WTF? euer Format joinken darf. Deswegen vielen lieben Dank. Holy Pokal, wie gesagt, shit! Claps an die Peets, das war deren geniale Idee. Und ja, ich gebe meinen ersten Pokal ab. Ich habe tatsächlich in meinem Leben noch nie einen Pokal bekommen. Aber so möchte ich ihn auch nicht bekommen. Das ist der Pokal von den Peets. Das ja. ein Big awesome W, Moment. Digga. Ein awesome Moment. Ich Nein, find's auf sehr jeden schön. Fall möchte ich, was ich Junge, zu dem wäre ich Format das noch sagen gewesen, ich hätte den möchte, Pokal angenommen, als hätte ich das möchte mich auf jeden Fall erfunden. bedanken für die Leute, die da immer dabei sind. Es ist ein wirklich tolles Format und ich finde, das Beste an dem Ganzen ist, ich versuche jede Folge aufs Neue die most random Combo an Menschen zusammenzupacken und ich glaube, das klappt ganz gut. Ich habe jetzt schon ein paar Anfragen auch bekommen oder Zusagen von Leuten, die gerne mal mitmachen würden und die nächsten Folgen werden einfach nur wild. Erst vor ein paar Tagen eine Streaming-Legende, Kronk, hat auch gesagt, er wird vielleicht auch gerne mal machen. geil. Das wäre auch absolut geil. Sido hat schon gesagt, er wird gerne mal mitmachen. Also die nächsten Runden, die wir da machen, werden auf jeden Sido? Fall unendlich geil. Und ich Bro, finde es what super the schön fuck? und super wichtig, dass man durch dieses Format Communities so krass zusammenbringen kann. Ich glaube, die Kombos, die wir da schon hatten, hätte man so nicht gedacht, dass man die zusammen auf Twitch sieht. Deswegen freut mich das sehr. Ich versuche 500.000 zu knacken. Denkt ihr Wir möglich? gehen zur nächsten Kategorie und Ja, zwar 500.000. zum besten NPC-Moment. Okay. Dazu muss man aber auch sagen, es tut mir wirklich leid, es an Romatra zu sagen. Romatra, ich habe dich wirklich gerne, aber ich finde, bei Romatra ist einfach jeder Clip, der von ihm existiert, so ein bisschen so ein NPC. True. Romatra außerhalb vom PC ist einfach immer Digga. so ein bisschen NPC. Ist schon sehr schwierig. Obwohl ich ihn sehr gerne mag, aber das ist true. Also wir schauen uns direkt an, wer die Nominierten in der Kategorie Bester NPC-Moment. Montana Black. Marcel, kannst du mir auch mal was zuhören? Marcel, kannst du mir mal zuhören? Ja, aber...
Digga, das ist doch am Arsch, Alter. Hast du ihm schon Hallo gesagt? Papa Platte. Er kommt rein. Der kommt vom Scheißen jetzt. Er kommt vom Scheißen. Ich stehe wie ein verfickter NPC hier. Ganz alleine. Mit meinem Eistee. Digga. Das Ding ist, man kann es ja Leute... X Rohat. Ja, der ist krass, NPC der ist krass. verschwindet im Hintergrund. Der ist einfach weg. Ich verstehe die auch schon. Aber wenn man das macht, ist halt echt sehr, sehr hart. Ja. Warum schreibt ihr Way to Dank? Was ist los? Ich glaube, wir haben einen NPC zwischen uns. Hä? Hier in der Mitte. Digga, der ist einfach weg. Ist der gerade weggerannt? Ich könnte schwören, dass hier gerade jemand war. Das bist du in 10 Jahren. Die Augen, ey. Die Fresse. Eine tolle Kategorie gewesen. Wir haben danach den Clips gesucht, die am meisten NPC sind möglich. Und das waren die Clips. Sagen wir, schauen direkt, wer da gewonnen hat. Und der Gewinner ist... Adam. Rohat mit dem NPC verschwindet im Hintergrund. Schauen wir uns den Aber ist auch gut. Apropos Hals- und Beinbruch, meine lieben Freunde, wir haben natürlich die nächste Kategorie. Es wird noch nicht die letzte Kategorie sein, so viel sei gesagt, aber es ist eine Kategorie, wo man tatsächlich Leute kürt. Wir hatten ja schon Tanzen. Oh Mann. Oh mein Gott. Es wäre so gut Och, gewesen. Du hast ja so Digga. gut Oh mein aufgebaut. Gott, ja, Der Aufbau war tanzen. so schön, Amma. Wir hatten ja schon Singen, dann wollte ich sagen, ja. Ach, es war so schön, es wäre so schön geworden. Bester Dance-Moment 2022. Lass uns gerne reinschauen. Bester Dance-Moment. Tolkien. Brücki versteht die Welt nicht mehr. Excel. Rara Rasputin. Gibt Excel auf Twitch eigentlich? Das ist steht auf YouTube. Ja. Sie sieht auch super aus mit seiner Bemalung. Knossi. Festivaltanz. Sie haben einen Burgerstand. Jawohl, da ist er. Hast gesehen? Sieht doch einfach nicht gut aus, was ist denn das? Starlight Nova. Just Dance Bumbaya. Guter Clip. Der ist gut. Ich würde sagen, respectfully drückt das Ganze natürlich am besten aus. Schade. Gut, ich habe tatsächlich hier den Umschlag für den besten Dance-Moment 2022. Ja. Nova gewinnt. Spannend. Wie ein spannender Ich habe Tag. einen Favoritenclip. Schauen wir mal, was wird. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich, also ich hätte gesagt, ach, ich sage es einfach nicht. Der beste Dance-Moment 2022 geht tatsächlich an Jens Knossalla beim Festivaltanz. Okay. Die Kategorie gewonnen. Ich find's schön, weil das kam so intuitiv bei ihm. Weißt du, die Kamera war da und der war so richtig so dieses, kennst du dieses Meme von dem I'm your dance teacher? Und dann kommt so dieses, ich weiß nicht, Amma, ich will nicht schon wieder diesen Moment 2.0 mit der weißen Wand haben. Ich sag's einfach nichts. Renata, the dance teacher, einige aus dem Chat kennen es wenigstens. Und ich finde, bei Knossi kam das so richtig intuitiv und ist auch einfach ein geiler Vibe, der James Hype Ferrari Song. Was habe ich da nochmal gewotet eigentlich? Und den noch in Kann ich gar nicht mehr Kombination zu erinnern. haben mit Knossi. Es ist schön. Es ist ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. Knossi, Aber habe ich Knossi gewotet? Das war so ein bisschen random, wie unglaublich gut er plötzlich getanzt Nova? hat. Ich fand das schon ein bisschen Weiß nicht mehr. Ich glaube, so hat er seine Freundin auf jeden Fall Ja. aufgerissen. Als hätte der Mann noch nie was anderes gemacht. Der hat noch nie was anderes gemacht. Wirklich, ich glaube auch, dass er noch nie was anderes gemacht hat. Nee, stark. Knossi, ein weiterer Pokal an dich. Ein sehr schöner Clip. Wäre absolut wack. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen in die letzte Kategorie, Chat. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Und zwar dachten wir brauchen noch mal eine Kategorie, die Twitch noch mal so ein bisschen zusammenfasst. Und vor allem eine Kategorie, wenn du deiner Mama erklären musst, was du beruflich machst, möchtest du nicht das erwähnen, was jetzt in der Kategorie kommt. So haben wir die Kategorie genannt, What the fuck passiert hier? Wir wollten sie erst nennen. Digga, ich will wissen, wie der Typ, der das die ganze Zeit vorliest, das vorliest, Digga, weil da steht nämlich Hund rammelt Hugo. Um was wir sind in den Twitter-Trends sogar. Echt jetzt? Ja. Krass. Ja, mit den Stream Awards. Ich fasse es nicht. Es freut mich, dass wir alle heute hier sind. Chat, es freut mich, dass es bei euch so gut ankommt. Wir haben auf jeden Fall noch Pews. Okay. Einer am Anfang, die überall auf dem Boden dafür gesorgt hat, dass wir kaum laufen können, weil wir sonst ausrutschen. Und wir haben noch mehrere Pews. Deswegen, Chat, ein großes Twitter-Trends! Oh, okay, gut.
Digga, falsch rum. Ja, Mann. Gut. Das war... Beste Feldwahl für 2023. Dankeschön. Was war das? Es tat ein bisschen weh. Nicht Ach, schlimm, aber ein bisschen. Das ist der neue Holz in den Schritt-Clip für nächstes Jahr. Ich habe mich so erschrocken. Und ich wollte noch vorsichtig sein, weil ich nicht zu sehr auf die Kameramänner machen wollte, dass ich niemanden verletze. Ja, das ist perfekt zur Kategorie. Ist es okay. Liebe Freunde, wir zeigen euch direkt die Nominierten für die Kategorie. What the fuck passiert hier? Komm, mein Hund, bitte! What the fuck passiert hier? Ungespielt. Schlafwandeln. Er führt Minen und C4 mit sich und kann diese aus der Entfernung zünden. C4 funktioniert dabei nur in der Nähe von Fischblöcken. Hört sich interessant an. Ich habe genug Scheißkits schon ausprobiert. Probieren wir es aus. Hast du das jemals gespielt? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, also ich habe es bestimmt schon mal gespielt, aber vielleicht nur ein einziges Mal. Ich habe ja schon früher... auch nicht mehr sehen. Guten Morgen. Eine Frage. Dieses Zeug, was ich jetzt in der Arena, in der alten Arena in Minecraft haben wollte. Sind das die aus der Arena hier rauskommen? Ah! Ja, wie gesagt. Ja, aber Simon Unge ist auch stark. Der Clip ist auch krank. Nein, ich würde schon richtig. Gronkh. Lapdance vom Feinsten. Oh Gott. Aber man darf nicht anfassen. Bro, what the fuck? Let's Hugo. Hund rammelt im Schlaf. Okay. Mein Hund! Das ist mein Hund! Ja? Lass dich nicht stressen. Bewertung auch von seiner Knossi. Stiftung Schniedeltest. Kaputt gehen. Es wird gleich was kaputt gehen. Meine Mutter Stiftung Schniedeltest. Nein! Digga, mein Hund Acting ab. Schniedeltest, Alter. Ja. Mein hat sich schon bewertet, Kevin. Oh Mann. Reefed TV und Nick Beats. Musikalische Unterhaltung während Turnier. Hörst du das? Hörst du das? Digga, was ist das? Hörst du das? Hä, bin ich grad... Hä? Wieso ist der so laut? Was passiert hier? Hä? Ist das Ingame? Ist das nicht Hallo? Ingame? Nein, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Alter, Nick! Ich kann mich nicht konzentrieren. Hier war ran, Digga, Aber es ist schwer, Diesmal ist schwer. Ganz normal, guck mal, diese Schoner schön. Boah, der Clip ist gottlos, Digga, der ist... Schellen auf eigene Art. Ja, Mann. Was? Das zählt schon. Krass. Digga. Das zählt schon. Ich möchte es nicht sehen. Ja, das zählt. Digga, Ronnie Burgers, du bist Krass. Was? Das ist wirklich weird. Alter, oh mein Gott. Alter. Ist der das? Komm bitte, mein Hund. What the fuck? Ich glaube, da stimmt Der Hund. der Hund. Der Hugo-Clip, Junge. Das ist so typischer Twitch-Humor. Das ist einfach ein unendlich flacher Clip. Aber ein einfach guter Clip. Es ist einfach ein guter Clip von Hugo. Und es ist auch schön, dass genau bei so Subathons sowas entsteht, aber Leute auch noch wach sind um die Uhrzeit, um das zu klippen, und so aufmerksam zuschauen, dass in diesem dunklen Raum das überhaupt gesehen wurde, weißt du? Das ist so crazy. Finde ich wirklich gut. Ja, der Simon Schlafwandel-Clip, auch ein legendärer Hundi. Clip, muss man einfach sagen. Simon, Ja, da bin ich, da bin ich! Da bin ich! Das ist mein Hund! Das ist mein Hund. Ja. Gut, ich würde sagen, dann machen wir es gar nicht länger spannend. Wir gehen zum Gewinner der letzten Kategorie. What the fuck passiert hier?
und schauen, wer die letzte Kategorie gewonnen hat. Ist es Simon? Ist es der Hund? Ist es was ganz anderes? Wird's Fortnite? Bitte keine Banane. Denn dann können wir uns den Clip nochmal anschauen von Ronny mit der Banane. Auf jeden Fall, gewonnen, Freunde, in der Kategorie. Der letzte Gewinner des heutigen Abends gewonnen hat. What the fuck passiert hier? Let's Hugo! Claps. Das ist mein Hund! Verdient. Let's go! Wir hätten dann gerne ein Foto vom Pokal und dem Hund. Mach ich! Let's go, Digga! Mein Hund ist der Geilste! Das hätte genauso mit Rebis Hund passieren können, wirklich. Geil! Ja, da, fette Claps auch nochmal. Digga! Das freut mich auf jeden Fall auch sehr. Und Hannah. Jetzt hab ich einen Pokal und meinen Hund! Für den Support. Digga! Wir schauen uns natürlich auch noch die Votings an vom letzten Clip. Und wir schauen uns danach natürlich auch Hugos Rammelech-Clip noch einmal an. Boah, war aber knapp. Gegen Simon Unge. Digga! Streiche ihn, er ist leider nicht hier. Er ist leider nicht hier. 55 Tage live. Er ist zu Hause. Oder sie ist zu Hause. Ich krieg einen Pokal dafür, dass mein Hund nicht bumst. Das ist mein Hund! Ja! Er war hier! Ich muss mal gucken, wie das Ja! Er war hier! Ja, liebe Freunde, das war der Gewinner der letzten Kategorie, der letzte Gewinner des heutigen Tages. Das war's! Oh, Mods Community-Gruppen! Ich guck mal, ob da Mods von mir dabei sind. Kanjuji, Marcel, Julian, Flatrox, Luca! Digga, Flatrox ist nicht mein Mod, Digga! Take me to your left